Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und wir wollen hier ja eigentlich jetzt diese blöde Nester finden. Nur im Tunnel selber sind die Dinger nicht. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass die entweder... Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja, dass die entweder over oder unne dran sind. Unne hätten wir auch keine besonders gute... hatten wir auch keine besonders gute Sache zur Verfügung. Ich meine, das sah ziemlich blöd aus. Aber vielleicht, wenn wir hier einmal außer rum gehen. Da war doch noch was. Jo, kleines Rohr von mir, vor allem von meiner Rohrbombe. Dann können wir da vielleicht einmal außer rum. Und gehen da vielleicht mal hoch beim Tunnel. Kind's nämlich gut sei her, dass da oben drauf die Nester sind. Das ist jetzt nur so eine ganz tollkühne Vermutung. Also da müssen wir ja sowieso hier, aber da kämen wir ja noch an einem Plündercamp vorbei. Aspenbud. Stimmt, ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Ganz genau. Jetzt gucken wir nämlich, ob die nicht over zufällig vorrätig sind, die Nestler. Dass man nämlich irgendwie so aussieht. Ja. Ich glaube viel eher, dass wir hier unser Nest dahin. Clever Bienen. Haha. Das sieht doch viel mehr nach Nest aus. Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Molly. Brauche ich. Ups, was mache ich denn nur für einen Scheiß? Ich wollte doch Dendo machen. Noch eins, ja. Zeit für ein Lagerfeuer. Denke ich doch, ach, dann. Zack und Peng. Was auch schimmelt kommt, wird abgeknallt. Hey. Ah. Ey, du machst die schöne Geräusche. Aber kein Wunder. Ich hab's nicht richtig getroffen. Dann machen wir nämlich gleich mal 2 Mollys wieder zum Hersteller. Ups. Evergrowhalter. Uiuiui. Verzicht dich. Kotzebacke. Ups. Lad noch dick. Noch 2 Kotzegestalten da. Bleacher waren da aber dabei. Was auch immer das für Dinger sind, diese Bleacher. Aber okay. Jetzt sind wir immer hier da, wo wir ankommen wollten. Wir haben die Nester gefunden. Das ist immer blöd auf der Karte, wenn das dann nicht eindeutig dann nochmal als hoch oder runter markiert wird. Das wäre hin und wieder wirklich mal ganz nett. Okay, da liegt noch Kram. Ui. Bierflasche, Kerosin, elektrischer Zünder. Ja, saugut. Saugut. Gehen wir mal weiter durch das Dörfel. Wer klingt dann hier so liebreizend? Haben wir noch einen Lumper? Oh, man ist doch glatt. Ah, da ranzen wieder 2 rum. Mit was für schöne Geräusche? Wo ist er dann? Ups, klang, als würde es ja in meiner Nähe sein. Das ist tot. Endlich. Jetzt kommt die Sonne auch plötzlich wieder raus. Okay, Verband. Lumber. Ah, da ist der recht. Nein, so nicht kehrt. Ja, da kommt schon was. Jetzt ist es tot. Und 2 gleichzeitig über der Haufe geballert. Okay. Gut. Ich rieche ein Nest. Oh ja.
Okay, schnell noch Hersteller. Schnell auf die Rohrbombe gehe. Und rums. Ich glaube, das hat nichts gebraucht gerade. Okay, da kommt was Größeres. Okay, renne ein bisschen dick. Okay. Und da kommt der Richtung Schütze fest. So. Ich glaube, du müsst man in der Situation, wenn man sich in Deeks Lage befindet, wirklich einfach nur Ruhe bewahren und kalt drauf halten. Das gestaltet sich allerdings schwieriger, glaube ich, wenn man in so einer Situation mal wirklich drinstecken würde. Okay. Die können wir uns auch noch holen. Und dort drüber ist noch was, ne? Ja. Gucken wir uns das nochmal an. Da muss irgendwo ein Nest in der Nähe sein. Ich kann's riechen. Da ist noch ein Nest. Zünden wir es an. Das wird's dann wohl sein, ne? Schön ranzig und stinkig, wie man's mag. So. Noch schnell Hersteller. Schnell wieder zum MG. Alles, was rauskommt, ratatatatat. Rimview Ranch, infiziertes Gebiet. Gibt da ein bisschen Vertrauen für Wizard Island. Infizierungsbeseitiger 77%. Ey. Hoppala. Haben wir's? Jo. Ausgezeichnet. So stinkig, dreckig, verpisst die Höhle. Ach, wie eklig. Verteufel. So Star sein als Freaker scheint ja nicht besonders toll zu sein, wenn ich mir das so angucke. Okay, er war immer hier, das haben wir gemacht. Dann sollten wir jetzt vielleicht zum Bike zurückkehren. Gerade mal gucken. Ups, da mache ich irgendeinen anderen Quatsch, den ich nicht sollte. Ich glaube, da komme ich einfach nur zum anderen Ende vom Tunnel, kann das sein? Naja, muss ich halt nochmal Richtung Tunnel rennen. Ist halt so. Okay, dann joggen wir halt den Weg wieder zurück. Eliminieren dabei, was uns über den Weg läuft. Aber der Gelegenheit könnte man gleich nochmal tanken. Ah, da existiert schon was. Wie sich das bewegt. Scheiße, fast leer. Also die Hexe, diese Kreischer gehören mit Abstand zu den widerlichsten Infizierte, so wie die sich bewegen. Du rennst auch schon. Igitt. Habe ich sie über den Haufen geschossen? Ja. Also sorry, aber die Kreischer sind wirklich von der Infizierten aus bisher die ekligste. Allein schon, wie die sich so Thriller-mäßig bewegen. So, hoppala. Jetzt habe ich vor lauter gut noch den Controller verloren. Also mit diesem... Ach, sind die ekelhaft. Gut, dann geht's... Nee, nicht weiter in die Richtung. Da bin ich mal wieder vollkommen falsch. So rum. Und hey, es hat immerhin nur 10 Minuten gedauert. Das ist also in die Hose geschissen, oder? Mensch, die Pilze nochmal pflücken. Für Wizard Island brauchen wir ja so ziemlich jeden Scheiß. Hier. So. Da geht's wieder runter zur Nero. Und dementsprechend auch wieder runter zum Tunnel. Mhm. Gut, gut. Dann machen wir hier mal den Springer. Brechen uns der Haxe. Das muss so sein. Und jo. Jetzt geht es uns wieder gut. Dann wieder ab zum Bike. Der Gelegenheit gerade mal gucken. Ja. Noch müssen wir nicht unser Vorräte flattern. Okay. Dann gehen wir mal weiter zu dem lustigen Camp. Jetzt habe ich das Benzin vergessen. Na egal.
Ich meine, es hätte sich auch wirklich tierisch angeboten, dass das infizierte Gebiet hier im Tunnel ist. Immer hier haben wir es im Tutorial so gelernt. Tunnel ist gleich Freakerland. Moment. Ganz kurz bei der Gelegenheit. Ja. Ah. Spart uns nämlich den Scheiß später, unsere Satteltasche auffüllen zu müssen. Oder abflattern zu müssen. So, dann können wir bei der Gelegenheit auch gleich das Benzin uns noch nehmen. Schaut's aus. Ja, gut. Gutes Timing. Es waren zwar nur 90%, aber hey, hey, 90% haben wir und nicht haben wir. So, dann geht's weiter zum Hinterhaltcamp. Darum können wir uns dann heute kümmern. Ja, ist ein bisschen entfernt von unserem eigentlichen Zielort, aber es liegt mehr oder weniger in der Nähe. Oh, die haben uns schon bemerkt, die Gesichtrianer, oder? Was steht so nettes drauf? Keep the hell out. Niemals! Autsch! Ich sehe euch leider nur halb. Autsch! Autschen! So, da ist schon mal jemand. Jetzt ist sie tot. Alles Mörder und Diebe. Es darf kein Verletzter sein. So, was sind die dann, die? Ups, wollte ich doch gar nicht. Erstmal in Deckung gehen. Okay, da ist noch jemand. Weg mit dem. Also am liebsten schieße ich ja tatsächlich auch Sniper tot, erstens. Und zweitens selber mit dem Snipergewehr. Okay, da ist noch irgend so eine Gestalt, die auf mich schießt von da hinten. Mensch, Moment. Was ist denn die andere? Da muss man doch irgendeiner in der Rücke fallen, oder? Ah. Okay, lebt noch. Beschissene Drecksmörder. Ihr lauert gern Leuten auf, was? Ja, ich verstecke mich im Gestrüpp. Das habt ihr wohl richtig erkannt. Gott, wieder einer tot. Zu deiner tote Kamerade, die ich abflatter. Und so nebenbei hat er die Deutsch-Synchro-Stimme von Voldemort gehabt. Das klang irgendwie so. Wo willst du denn hin? Hätte sein können, dass es der Voldemort-Sprecher ist. Wollte ich ja nur mal erwähnt haben. Ja, da ist einer im Baum. Au! Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Okay, der Sniper ist mir jetzt gerade wichtig. Wo ist der Scheißtyp? Ah, da ist er. Komm schon raus. Au, au. Ups, da ist schon wieder einer. Hoppala. Wow. Der ist gerade in meine Waffe reingerannt, ja. Okay, halte mal den Gaul an. Wir sind wieder auf Baller-Level. Okay, hoppala, da ist das der Schnipser. Ausgeschnipst. Ja, das sind noch so zwei Scheißbude-Figuren. Viel Spaß, der ist für euch. Jo, das war's für sie. Zwei gleich mal gekillt. Hab ich dich. Dito. Okay, bleiben nur noch zwei übrig. Okay. Bei der Gelegenheit können wir gleich nochmal reparieren. Da können wir nämlich später wieder ein bisschen Schrott flattern, falls die Typen was dabei haben.
Ja, ja, oder so. Da haben wir schon mal Schrott wieder gefunden. Gut, also... Ah, Munition. Juhu. Präzisionsgewehr, Maschinenpistole, Muni. Geil. Ja, da können wir gleich mal die Gestalte hier ab. Ripper. Schießpulver, der wenigstens. Ja, das Lappeninventar, das Gute. So, da hängt jemand an der Fies. Ah. Ah, das ist so ein fetter, gerüsteter. Zeit, es zu beenden. Okay. So, hat der Fettsack was Gutes? Nee, leider nicht. Tschüssili. Oh, der hat einen Helm oder sowas. Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Und den Bunker habe ich auch schon gefunden. Okay, wo habt ihr euren Bunker versteckt? Ich weiß doch, dass ihr einen habt. Ja, da ist er auch schon. Da ist er. Durch die Luke. Sehr geil. Dann machen wir das doch auch jetzt gleich sofort. Also runter mit uns. Oh, das geht ja heute wie am Schnürchen. Wobei der Kampf jetzt nicht besonders elegant war. Das gebe ich wirklich zu. Elegant ist anders, aber hey, effizient war er. Und darauf kommt's auch. So. Ich bin mir sicher, der als Corporal macht allein mehr als die ganz Deschutes County Miliz an einem Dach. Meine Fresse. Also die Miliz macht mir jetzt nicht so den riese effektive Eindruck. Die machen zwar ihr Tagesprogramm und disziplinieren sich, halten Wache und bla, aber so effektiv wie die ist ja keiner hier. Gut, 100% Espenbad Hinterhalt Camp. Das gibt's auch nochmal fettes Vertrauen von 2750 bei Diamond Lake. Hinterhalt Camp Jäger zu 57%. Mehr ein Herstellungsrezept von Brandbolzen freigeschalter. Ach, ja. Das wird nützlich sein. Ja, mega geil. Also Brandbolzen sind fast schon ein Grund, wieder auf Armbrust umzuskillern. Das ist halt schon mega geil. Okay, was gibt's dann bei Dennis Sachen noch zu skillen für uns? War das Survival? Ja, das war Überleben. Verdoppelt die Effektivität von Schrott bei Motorradreparaturen. Gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Erweitert den Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfobjekte. Ja, das habe ich schon. Abgehenzeit für Ausdauerwiederherstellung kann nützlich sein, ja. Sollte man vielleicht auch mal skiller. Durchatmen. Fertigkeitsstufe 5. Dann käme als nächstes verbessert sofortige Erholung und Wirkungsdauer eines Gesundheitscocktails. Erhöht die Ausdauerregenerationsrate erheblich. Das kann uns sehr nützen und erhalte Ausdauer zurück, wenn du Schaden erleidest. Das sind beides ziemlich geile Dinger. Oh, mir hängt sogar noch ein Fertigkeitspunkt übrig. Regenerationsrate erhöhe. In Form. Ja, mega. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir nochmal hoch. Und flattern bei der Gelegenheit recht vom Lager. Vielleicht sind jetzt auch ein paar Freaker durch die Schuss- und Explosionsgeräusche angelockt. Damit müssen wir jetzt halt rechnen. So. Das war der, den ich geplündert habe. Ein elektrischer Zünder. Ah, mal wieder Galgemännel. Und zwar wirkliche Männel ungefragt. Dann haben sie noch das halbe Gesicht abgezogen, Kerl. Ih, du rennt wie das Häcksel rum. Scheiß Kreischer. Ja, die soll sich verzischen. Diese widerliche Kreischer kann ich echt verzichten. Verdeibel. So, wir gehen nochmal schnell in den ihren Wachturm rein. Da ist nix. Bäh. Wie die sich so juckend und zuckend bewegen und so Geräusche von sich geben. Wenn sie dann wieder ein paar Freaker in der Nähe sehen, fangen sie halt da richtig zu kreischern. Dann geht die Luzi ab. Da sollte man vielleicht auch nochmal hoch. Das könnte ein Freaker sein, den sie da an der Bay aufgehängt haben. Und da haben sie auch irgend so ein... Ist das ein Typ? Ne, das ist eine Frau, die sie an der Hand aufgehängt haben. Nett. Okay, dann hoch mit uns.
Weil Over würde ich zumindest mal geile Scheiß platzieren. Da hätte ich mich wahrscheinlich eh positioniert. Ist eigentlich mega einfach, so eine Position zu halten. Von unten einfach nur Rohrbombe hier schmeiße. Oder Molotow-Cocktails runterschmeiße, wenn jemand hochklettert. Jo. Und Over einfach noch bedeckt halte. An sich ist das wirklich easy peasy. Es sei denn, man wird aus der Ferne wirklich mit einem guten Gewehr wegsnipert. Und der Überblick, der Ausblick ist schon mal ziemlich porno, oder? Ja. Schon ziemlich pornös. Allerdings findet sich hier nichts mehr auf der Aussichtsplattform. Das heißt, wir sollten wieder runtergehen und als nächstes... Ui! Wahrscheinlich, weil ich das Ding hier hochgeklettert bin, ne? Ist hier noch eine Nero-Forschungsstation. Ja, cool. Dafür hat es alle schon mal gelohnt, ne? Da hätten wir dann nochmal Nester. Ja, Südoregon. Okay, ja, krasser Scheiß. Das Ende der Welt, Nero. Kimult Community Nero-Kontrollpunkt. Ah, da ist auch noch eine. Ah, das wird lustig. Da können wir uns ja irgendwann mal ein Tag oder vielleicht eine ganze Woche nur damit widmen, dass wir Nero-Kontrollstationen, die wir nicht auf dem Weg ausgeplündert haben, einfach uns vornehmen. Wer macht denn hier... Ah, na. Was für Geräusche. Du. Die ist es. Zack. Kopfschmerzen. Kopfschmerzen ist gut, ja. Ja, die hat man auch gelockt mit lecker Fleisch. Und dann hat sie sich da eine Reihe geknuspert und ich habe sie weggemacht. Weiß nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen sexistisch, um ehrlich zu sein, dass man Kreischer nur weibliche Freaker hat. Ich meine, ich kenne genug Typen, die ordentlich rumkreischen können. Ich kenne ja selber auch dazu. Von daher finde ich es irgendwie ein bisschen komisch, dass man Kreischer nur als weiblich macht. Mensch, Schwärmer gibt es ja auch in männlich und weiblich. Naja. Das macht es wahrscheinlich einfach für die Entwicklung oder für die Entwickler erheblich leichter, da nur ein Modell für so einen Freaker zu haben. Naja, egal. Man muss jetzt auch nicht das Social Justice Warrior rauskehren. Das muss man jetzt auch nicht machen. Finde ich persönlich auch immer etwas eklig. Okay. Dann haben wir hier unser Bike. Und Moment mal. Oh ja, meine Ausdauerregeneration geht wirklich schneller. Das sehe ich. Ausgezeichnet. Habe ich wohl das Richtige geskillt. So, allzu lang haben wir Anime. Ich denke doch mal, ihr liebe Leute, wir kommen im Laufe der Story bestimmt auch in die Gegend hier. Deswegen zischen wir uns jetzt erstmal dort hier. Und dann können wir noch die Kopfgeldjäger-Quest machen. Oh, da kommen wir in das Gebiet noch rein. Juhu. Ja, geil. Die Hoffnung nie aufgeben. Okay, da haben wir dann doch noch ein nächstes infiziertes Gebiet für Übermäuer. Wie es aussieht. Ich weiß, da können wir bei der Gelegenheit auch nochmal gerade aufmachen. Wie sieht's dann? Ja, das sieht jetzt irgendwie allzu gut aus. Aber es ist noch nicht plünderungswürdig. So. Da werde ich doch glatt sagen, ihr liebe Leute, wenn ich im nächsten infizierte Gebiet angekommen bin, machen wir an der Stelle doch glatt mal unseren Cut. Und auch wenn es ein bisschen früher ist als sonst, sehen wir uns dann übermorgen wieder zur Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir direkt das nächste infizierte Gebiet vor uns haben. Kann man da was aufmachen? Sieht nicht so aus. Okay. Also. Oh, Mensch, da machen wir noch auf. Nee, da ist nichts mehr drin. Das könnte schon das erste Nest sein. Ah, dann machen wir gerade da hier. Ne, passt. Ne, das steht gut so. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder ins nächste infizierte Gebiet hier in, wie hieß das dann eigentlich? Cascade Lakes Bahnstrecke.
Machen's gut bis dahin. Ich gehe mal vorsichtshalber in den Pause-Modus, dass uns niemand überraschend angreift, während ich hier meinen Cut mache. Iron Yankee.